Herzlich willkommen und ein wunderbares Hallo von mir und vom Kani. Von mir ein Hallo ohne wunderbar. Warum? Hau ab mit wunderbare Hallos. Na gut, dann gibt's halt vom Kani ein garstiges Hallo. Genau, Gollum-mäßig. Hallo. Dummer, fetter Korbi. Und das Hallo gilt heute einem neuen oder naja, was heißt neuer, seit diesem Jahr neuen Streaming-Dienst namens Disney Plus. Und wer unseren Podcast fleißig hört, weiß, dass der Kani und ich schon mal über eine Realverfilmung bei Disney Plus gesprochen haben, eine Exklusiv-Realverfilmung, und zwar Susi und Strolch. Und heute sprechen wir tatsächlich über Mulan. Yay. Ja, Kani, du hast dich bestimmt auch gefreut, als du den VIP-Zutritt bezahlt hast von 23 €, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, warum muss man das momentan machen? Weil, obwohl Mulan total gehypt war, also die Realverfilmung, und auch ein Budget von $200 Millionen verprasst hat, ist der Film nicht überall in die Kinos gekommen und vor allem, glaube ich, in ganz Europa nicht. Ja, und wer ihn in Europa anschauen möchte, muss ihn bei Disney Plus in dem VIP-Bereich kaufen. Über diesen VIP-Bereich kann man dann genau einen Film gucken und das ist dann Mulan. Dafür kann man den dann die ganze Zeit gucken, solange man weiterhin brav das Abonnement von Disney Plus bezahlt. Wenigstens etwas. Aber reden wir mal ein bisschen über den Film. Gehen wir weg von dem, wie kann man sich den Film anschauen, und gehen wir hin zu, ja, Mulan. Endlich ist der Realfilm draußen, lang ersehnt. 1998 ist der Zeichentrickfilm rausgekommen, hat sie in ganz viele Kinderherzen reingebrannt, vor allem der kleine Drache Mushu, der da damals ja immer wieder Lacher provoziert hat. Und Kani, was sagst du jetzt zum Realfilm? Ist genauso geil, oder? Ich kann den nicht vergleichen miteinander, weil es eine völlig eigene Interpretation ist in dem Fall und halt kein Remake, kein klassisches Remake, wie es zum Beispiel Die Schöne und das Biest war oder Aladdin oder eben auch Susi und Strolch, sondern man hat mit dem Mulan einen eigenen Weg beschritten. Er hat natürlich im Kern die gleiche Geschichte, aber wie anfangs gerade gesagt, eine völlig eigene Interpretation und nicht an den Zeichentrick angelehntes Remake. Das heißt ja dann fast, jeder, der jetzt erwartet hat, dass er da die Realverfilmung von dem Zeichentrickfilm sieht, wird höchstwahrscheinlich enttäuscht sein, wenn er auf den Mushu gewartet hat. Ja, aber hallo. Da gibt's einige Enttäuschungen und einige lange Gesichter. Ich hab eins neben mir auf der Couch sitzen gehabt. Die singen gar nicht das Liedl, das jetzt nicht kommen, so in so ein Scheiß, bin ich schon fertig. Ja, das habe ich auch mal gehört. Christina Aguilera hat das doch jetzt gesungen. Genau, meine Freundin war da, weil das ist einer der Kindheitsfilme von ihr und ihrer Schwester, kennen da fast auswendig Mietschmerzen, die zwei Vögel. Aber als dann irgendeine so eine Szene gekommen ist, in der eigentlich ein Lied starten sollte, wollte sie schon eine Voicemail aufnehmen, damit sie ihrer Schwester schicken kann, hey, schau mal gerade an. Und dann irgendwann ist halt der Liedl gekommen und ich habe gesagt, ich glaube, du kannst das Handy weglegen. Und sie hat gesagt, nein, noch einen Moment, vielleicht kommt's ja noch. Aber der Abspann läuft, da kommt nichts mehr. Aber vielleicht kommt es ja noch, so ungefähr ist es gelaufen. Ich glaube, jeder, der eben erwartet, da ein vollwertiges Remake zu sehen, der wird da sehr enttäuscht. Man muss von vornherein den Zeichentrickfilm abstreifen und so da, als darf man, sage ich mal, sich einen neuen eigenen Film anschauen. Ja, das stimmt. Sagen wir mal, dadurch macht's das Ganze zwar auch nochmal ein bisschen besonders, allerdings muss ich dann ja fast schon sagen, hätte er nicht von Disney produziert werden müssen. Ja, gut. Welcher Film muss das schon? Naja, aber vielleicht erzählen wir mal ganz kurz auch noch, um was es in Mulan geht. Also, Mulan ist eine junge Dame, die in Asien lebt und unbedingt, was will sie denn unbedingt? Sie will eigentlich nicht unbedingt in den Krieg ziehen, oder? Jo, auf alle Fälle ist die Quintessenz, dass sie voll geil ist auf Kriege. Also sie will eigentlich ein Blutgemetzel. Ja, genau. Der Film ist ab 18.
Na, Schmarrn. Also man sieht jetzt zum Beispiel an dem Film, dass die Mulan ja schon als Kind halt voll umeinander gekupft ist und da halt coole Sachen machen wollte, coole Moves und keine Ahnung und halt da ein bisschen Mädchen-unlike unterwegs war. Und auch, wo sie dann eine junge Dame ist, merkt man halt dann auch, damals ging es halt dann mehr darum, dass man halt hübsch ausschaut und gute Manieren hat, damit man halt dann auch einen Ehemann findet und das ist halt überhaupt nicht der Mulan ihr Ding. Die reitet halt gern, die hupft nach wie vor gern umeinander und möchte halt eigentlich so mehr in die Fußstapfen von ihrem Papa treten. Und dann passiert, dass böse Hunden kämmern. Nicht beim Originalfilm, also jetzt bei der Verfilmung sind es keine Hunden. Nicht? Nein, da waren es einfach nur irgendwelche versammelten Völker vom Rande oder so Mist. Also die als Hunden werden es nie betitelt in dem neuen Film, das sind sie nur im Zeichentrick. Ich hab gecheatet und hab mir den Zeichentrick auch gleich nochmal angeschaut. Also, das heißt, es sind keine Hunden, es sind irgendwelche bösen Männer, die halt den Kaiser stürzen wollen. Und dadurch entsteht eben Krieg. Und dann wird in dem Dorf, wo die Mulan lebt mit ihrer Familie, werden die Männer so ein bisschen zusammengetrommelt, dass du hörst, hey, jeder, der halt nur kämpfen kann, soll bitte in den Krieg gehen. Und da wird jede Familie aufgerufen, unter anderem auch ihre, wo dann ihr fußkranker Vater in den Krieg ziehen würde und die ganze Familie. Der Hackstamisch vor. Der Hackstamisch vor. Und die Familie weiß genau, okay, der Mann wird nicht mehr zurückkommen. Da sagt dann einmal die Mutter auch zu ihren Töchtern, ja, findet euch bitte damit ab. Und Mulan denkt sich dann, ne, nicht mit mir, nicht mit meinem Vater. Und ja, besorgt sie die Rüstung und zieht anstatt ihres Vaters als Mann verkleidet in den Krieg. Genau. So, jetzt darfst du nur den restlichen Part erklären, den ich vergessen habe von der Handlung, aber bitte ohne Spoiler. Kann man die Geschichte heutzutage noch spoilern? Aber ja, sagen wir mal, ich glaube, man kann von dem Lagerleben nur ein bisschen was erzählen. Ja. Da musste sie halt dann immer gut verstecken natürlich, weil es darf ja keiner mitkriegen, dass sie ein Weibchen ist, weil es ist ja immer ganz wichtig da mit Ehre und nur die Männer sind gut und das Weiber sollen eben daheim und hübsch sein und Kinder kriegen und kochen. Das wird da noch sehr stark gelebt und es darf auf gar keinen Fall aufkommen, dass sie eben die Frau ist, was dann in manch verzwickter Szene ändert, wie wenn sie sich zum Beispiel doch einmal waschen soll, weil es nämlich stinkt wie ein Iltis. Und dreckig ist wie der Franzose, sagt man das noch so? Nein, das glaube ich darf man nicht mehr sagen, gell? Auf alle Fälle stinkt's wie ein Iltis, das glaube ich wieder ein paar Mal gesagt und das ist dann so eine prägnante Szene, wo man dann sagt, okay, es gibt halt natürlich ja dann einige Probleme. Wie verstecke ich das? Ich muss mir natürlich die Busen abbinden, weil wenn ich da meinen Vorbau zeige, dann fällt das auch gleich auf. Das habe ich mir dann gleich abgeschaut, dass man meinen Männerbusen abbinden kann in Zukunft. Jetzt schaue ich schon wesentlich besser aus. Was lachst du da? Weil ganz schön schwer. Wie du bist der Mann. Many is man alive. Und ja, wie es natürlich kommen muss, irgendwann kommt es zum Kampf, zu dem Krieg und natürlich kommt irgendwann das große Geheimnis wird irgendwann gelüftet und endet in einem großen Finale, in dem er dann aber dann über seinen eigenen Schatten springt und sagt, hey, auch Frauen können ja da Mietwerke, das müsst ihr ja nicht gerade Männer machen, das ist ja gar nicht so verkehrt und die hat's ja voll drauf. Kurz gesagt, ohne groß zum Spoilern, oder? Passt das? Bis auf das mit dem Busen abbinden, war jetzt schon der Major-Spoiler. Ja, doch, das passt schon. Das hast du gut gemacht. Du bist so nett, danke. Regie geführt hat die Niki Caro. Ich kenne leider keinen einzigen Film, den die Niki Caro gemacht hat. Wenn man aber so ein bisschen drüber schaut, über die Filmografie von der Dame, kommt es irgendwie so rüber, als wenn die bisher immer nur Dramen gedreht hat. Also das heißt, kein Wunder, dass der Film relativ wenig amüsante Momente beinhaltet. Ja, da gibt es ja schon auf einen Punkt, also eben auch schon das anfangs erwähnte, es ist kein Remake von dem Zeichentrick und das merkst du da auch in dem Ton, den der Film anschlägt. Er hat zwar auch seine Schmunzler mit drinnen, aber er ist nicht annähernd so auf lustig gemacht, wie es in der Zeichentrick war. Ich finde, er ist ziemlich ernst. Er ist für Disney-Verhältnisse ziemlich düster. Also so, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den ganzen anderen Realverfilmungen, dann ist das, denke ich mal, der düsterste, den sie bis jetzt gemacht haben. Und auch, ja, mehr auch sagen, fast der erwachsenste, den sie bis jetzt gemacht haben. Ja, also von dieser Reihe an Zeichentrick-Neuverfilmungen. Ja, genau. Was aber nicht heißt, dass es deswegen ein empfehlenswerter Film geworden ist. Vielleicht für die nicht. Warum habe ich das vorhin auch gesagt?
der Film hätte nicht unbedingt von Disney produziert werden sollen. Es ist nur ein Element dabei, was ich für Disney auch sehr untypisch finde. Und das sind diese ganzen Martial Arts Szenen. Also da wird dann einmal an der Wand entlang laufen. Oder es gibt riesige Sprünge, die sehr unrealistisch sind. Oder auch der Kaiser kann Martial Arts und kann halt dann mit irgendwelchen coolen Fähigkeiten war das sein Gewand oder keine Ahnung, oder irgendwelche Stoffleinen zu Waffen verwandeln und was weiß ich. Das ist irgendwie so abdraht, wo man sich halt dann denkt, also den Drachen wollten sie nicht einbauen, aber Martial Arts schon. Ja, ich glaube, es liegt aber ein bisschen einfach an der Thematik, wo der Film spielt, zu welcher Film zu welcher Zeit das spielt. Und ist, ich finde es natürlich cool, weil es ein bisschen so eine Anlehnung ist an die ganzen asiatischen Martial Arts Filme wie Ip Man oder so, wo ja auch der Donnie Yen mitspielt, der auch da mitspielt. Und das taugt mir, das hat mir zum Beispiel nicht gestört. Mir hat jetzt eher das ein bisschen, oder ich frage mich eher, warum ist das so erklärt mit dem, dass sie so krasses G hat und da schon so die richtig fetten Moves da abliefern kann. Das hat's nämlich weder in der Originalballade dieser Überlieferung von Mulan gehabt, noch in dem Disney-Film hat's es gehabt. Das ist das Einzige, wo ich dann sage, das hätte ich jetzt nicht braucht, dass sie da schon die Überfähigkeiten hat, weil mir hat das zum Beispiel in dem Zeichentrick besser gefallen, dass sie auch erst lernen muss zu kämpfen und nicht vor Haus aus schon die übermächtige Kung-Fu-Meisterin ist. Also trotz diesen ganzen Elementen, es ist auch nur für sich kein schlecht gemachter Film. Das wäre echt traurig, wenn man sich das Budget anschaut. Also ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, 200 Millionen Dollar sind in diesem Film reingesteckt worden. Und das sieht man. Ganz oft habe ich mir aber dann auch wieder gedacht, ja, hättest du das denn eigentlich braucht? Aber wenn man jetzt das als gesonderten Film anschaut, jetzt stell dir mal vor, du hättest zwar diese ganze Story drin, aber der Film darf nicht Mulan heißen, sondern, keine Ahnung, der Weg des Phönix zum Beispiel. Und war nicht von Disney produziert, sondern halt, weiß nicht, von irgendeinem anderen Label. Und du darfst das sehen, du darfst zwar die ganze Zeit meinen, hey, irgendwie, das ist doch die Story von Mulan, aber halt irgendwie ein Erwachsen. Nicht Martial Arts. Cool. Ja, aber das meine ich so auch. Mir ist das relativ wurscht, ob da Disney dort steht. Ja, dir schon. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das ein Kriterium ist für irgendjemanden, dass er sagt, der hat Martial Arts dabei, aber weiß von Disney ist, jetzt finde ich es nicht cool. Das weiß ich jetzt nicht, was das für... Nein, Moment. Ich vertrete jetzt hier auch gerade die Damen, da grüße ich auch die Jessie und die Julia, die mich dazu gezwungen haben, dass wir uns diesen Film anschauen. Also gezwungen deswegen, weil ich hätte mir jetzt allein nicht diesen VIP-Zugang geleistet. Und da muss ich halt dann sagen, finde ich es halt dann schade, wenn du halt dann Fans hast, die genau sich das anschauen, eben wegen den lustigen Elementen, wegen den Liedern, wegen dieser Story und was weiß ich. Und dann siehst du halt, ja, was anderes. Also was ganz was anderes. Halt irgendwie nicht, wo du an der Kindheit dann wieder erinnert bist, sondern... Ja, kann ich auch verstehen, aber in dem Fall muss ich ja sagen, das hat der Trailer für mich schon angekündigt, dass das was anderes wird, weil du hast ja sonst in die Trailer zu den Filmen, in denen gesungen wird, schon immer ein paar Lieder angeschnitten gehabt. War ja in dem Trailer auch nicht der Fall. Es ist kein Lied angeschnitten worden. Es ist von Anfang an bekannt gewesen, dass der Muschu nicht dabei ist. Ich für meinen Teil, ich liebe jeden einzelnen Zeichentrickfilm von früher. Also, die sind alle, die feiern die alle weg, mit denen bin ich groß geworden. Aber in dem Fall habe ich jetzt schon gewusst, auf was ich mich einstellen muss. Und wenn ich von vornherein weiß, da ist kein Muschu dabei, der mein Lieblingssatz sagt, Schande über dich, Schande über deine Kuh, Schande über deine ganze Familie. Und ich komme nicht damit klar, dann schauen wir halt gar nicht an. Aber ich verstehe es nicht, warum ich mich hieß, jetzt schauen wir den Film an, im vollen Bewusstsein, das wird was ganz was anderes. Und danach rege ich mich auf, weil es was anderes war. Das ist, als da die sagen, ich kaufe jetzt einen 5er Golf, kaufe mir dann aber einen alten A-Corsa und reg mich auf, weil ich keinen 5er Golf habe. Ja, na, also du kaufst ja jetzt da gar kein Auto, du schaust einen Film. Ja, aber es ist ungefähr, es ist ein Vergleich gewesen. Wo du vielleicht, nicht jeder schaut sich vorher einen Trailer an, nicht jeder macht sich ja vorher über diesen Film schlau. Da kommt vielleicht nur so die Info, oder du siehst es an der Werbung, boah, cool, die Realverfilmung von Mulan ist jetzt draußen. Schau ich mir doch an. Weil der Kinderfilm doch damals auch gut gefallen. Ja, da bin ich immer noch selber schuld. Wenn ich mir nichts anschaue, wenn ich mich nicht informiere vorher, dann bin ich selber schuld. Brauche ich mich nicht beschweren.
Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn einer sagt, nein, ich hätte das, also an sich, ich kann es verstehen, wenn einer sagt, der Film hat mir persönlich jetzt nicht gefallen, weil er mir nicht das gibt, was mir diese Kindheitserinnerung gegeben hat. Aber deswegen ist es kein schlechter Film nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe jetzt das stellvertretend für die Damen gesagt. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, den Zeichentrickfilm vielleicht ein oder zweimal in meinem Leben gesehen. Ich kann mich auch nur daran erinnern, dass der Drache lustig war, aber und auch grob noch an die Story. Und die ganzen Hauptparts von der Story haben sie ja echt gut in diesem Film verbaut. Aber halt dann der Mix mit den Martial Arts und was weiß ich, und neben dir sitzen zwei extrem enttäuschte Damen, da schwingen halt dann gleich mal vielleicht nur ein paar negative Gefühle mit. Ja, hätte halt mal ordentlich Rückhand verteilt und gesagt, jetzt ist Ruhe hier, macht's mal Sandwich. Sprach der Kane mit seinem unbewussten weißen alten Männersexismus, wohlwissend, dass er daheim der Rückhandempfänger und Sandwichmacher ist. Aber ein paar coole Sachen sind ja in dem Film, unter anderem auch der Jet Li, der den chinesischen Kaiser spielt. Jet Li ist immer geil. Ja, auch die Darstellung von den Bösen habe ich cool gefunden. Es war auch wieder das neuerdings Typische für Disney mit dabei, auch wenn es zwar ein weiblicher Hauptcharakter ist, das reicht nicht. Wir müssen auch nur einen weiteren weiblichen Charakter einbauen, und zwar diesmal auch nur auf der Gegenseite, und zwar bei den Bösewichte. Hat mich da aber jetzt bei Weitem nicht so gestört, wie zum Beispiel bei Aladdin. Bei Aladdin hat mich das ein bisschen genervt mit diesem also nur viel deutlicherem Hervorheben, dass die Jasmin eine total wichtige Figur ist, und die kriegt von mir aus nur 3 weitere Lieder, wo von eins handelt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Schweigen! Das hat mir jetzt in dem Film weniger gestört, dass sie halt einfach einen zusätzlichen Charakter einbaut haben. Den Charakter, den sie verkörpert, fand ich eigentlich cool. Ja, ich finde die sehr gewinnbringend für die ganze Story, weil sie halt da praktisch ihren Gegenpart gezeigt hat, wenn sie sich fürs Schlechte entscheidet und dadurch die richtige, nicht auf die schiefe Bahn kommt, sage ich jetzt einmal. Das war richtig cool. Du hast bestimmt einen Haufen Fun Facts rausgesucht oder Hintergrundinformationen. Hast du Hintergrundinformationen zu der jungen Dame, die denn die Mulan spielt? Zu der Yifei Lu? Ich habe nur die Hintergrundinformation, dass es eben Boykottaufrufe gab wegen ihr, weil sie sich ja bei die Aufstände da in Hongkong, glaube ich, war das doch, nicht auf die Seite der Demonstranten gestellt hat, sondern anscheinend sogar ihre Unterstützung für die Hongkonger Polizei bekundet hat, obwohl die ordentlich Gewalt eingesetzt haben. Dadurch gab es Boykottaufrufe gegen den Film. Ja, finde jetzt auch grenzwertig vor der guten Frau, warum ich mich da entweder heute ganz mein Maul, aber unterstütze halt dann oder wirf halt dann keine Unterstützung für Polizeigewalt raus. Also das ja grenzwertig, aber da bin ich ehrlich gesagt so, ich lasse mich da nicht beeinflussen, wenn ich mir einen Film anschaue, was hat der jetzt gesagt oder so. Ja, muss man halt auch dazu sagen, man hat die Frau, glaube ich, noch nicht in so vielen anderen Filmen gesehen. Rein vom schauspielerischen Talent hat's das mit der Mulan schon gut gemacht. Ja, Schauspiel, da brauchen wir, das war einwandfrei. Kämpfer hat's auch Kinder. Ich sehe gerade, sie hat 2009 ebenfalls schon bei Mulan mitgespielt. Bei der asiatischen Version? Ja, allerdings hat's da nicht die Mulan gespielt. Nicht? Mit dann? Prinzessin der Raorana, keine Ahnung, was das ist. Okay. Ja, und sich, hast du die Serie Marco Polo gesehen? Na. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, ich habe jetzt noch nicht weiter nachgeforscht, aber das Produktionsdesign, das schaut echt voll aus, als wäre es aus der Serie aus. Das ist 1:1 Marco Polo mäßig. Ziemlich geil, also, oder schön detailliert. Sowas taugt man, wenn so schöne Sets machen. Um was geht's in Marco Polo? Um einen Marco Polo. Gut, so viel zu Marco Polo. Das erzählen wir uns immer in einer extra Geschichte, in einer extra Folge, um was das da geht. Vorher schaust du so. Oh nein. Leider nach 2 Staffeln abgesetzt. Okay, also nicht gut. Ja, sehr gut sogar, sehr gut, aber wie so oft setzt Netflix bei den falschsten Serien den Rotstift an. Ja. Aber das, wie gesagt, das Design ist sehr geil. Was ich auch cool fand, eben die Action-Szenen mit, wie du schon vorher gesagt hast, diese übertriebenen Martial Arts Szenen, die fand ich auch gerade wieder cool, weil mir das wenn ich mir solche Dinge anschaue, diese asiatischen Kampffilme, dann taugt mir das ja gerade, weil da können grundsätzlich über Bäume laufen wie in Animes und schweben über durch die Luft und fliegen umeinander, und die Action sie war nicht zu schnell geschnitten, sie war zwar immer noch schnell geschnitten, geht nur ein Dutt langsamer,
Aber es war angenehm zum Anschauen, ein paar coole Kameraeinstellungen mit dabei gewesen. Das hat mir stark getaugt. Mhm. An sich, ja. Wie lange hat das eigentlich gedauert? Auch wieder fast 2 Stunden. Kommt uns ein typisches, wir sind mal sogar zu faul, dass wir mal 2 Stunden am Stück auf der Couch sitzen. Ein wenig wieder komprimiert, vielleicht in dem Fall gerade, sagen wir mal, eine Viertelstunde weniger, war in dem Fall auch wieder mehr, aber nörgeln auf hohem Niveau, wie immer. Bei mir zumindest in dem Fall. Du hast ja dann vor kurzem erst den Zeichentrickfilm angeschaut. Ja. Es ist bei mir jetzt schon lang her, aber ich kann mich daran erinnern, dass ja dieser letzte Akt, wo sie dann in der chinesischen Stadt drin ist, der ist ja, glaube ich, dunkel und da ist währenddessen ein Fest und ein Feuerwerk, oder? Ja, genau. Das fehlt ja jetzt in dem Film komplett. Also genau. Das Finale unterscheidet sich deutlich. Mhm. Das unterscheidet sich deutlich. Es unterscheidet sich ja die Hintergründe, sage ich mal, unterscheiden sich auch wesentlich deutlicher, weil ich finde, im Zeichentrick zum Beispiel war der Fokus noch krasser auf das Weibliche von ihr gelegt am Anfang, dass sie wirklich, es geht um die Ehre der Familie und du versudelst unsere Ehre und es geht nur ums Äußere und du musst dünn sein und du musst gehorsam sein. Das kam im Zeichentrick sogar noch krasser rüber, als es dann in der Realverfilmung der Fall war. Ja, also so habe ich es eben in Erinnerung. Es waren viele Szenen dabei, wo man sich dachte, das haben sie im Zeichentrick, glaube ich, besser ausgebaut. Andererseits, was ja cool war, ist gleich am Anfang diese Pre-Story, wie sie ja nur als kleines Kind war. Mhm. Das ist ganz nett. Ja, hat mir auch gefallen, ja. Sonst nur irgendwelche Fun-Facts, die du hast? Na, das ist immer das Problem mit so neuen Filmen, wenn wir besprechen, die Fun-Facts kommen erst im Laufe der Jahre jetzt haben. Wir sollten vielleicht zu jedem neuen Film noch machen, in 3 Jahren noch mehr 2.0 machen. Nein, dann machen wir dann eine Folge über unsere Folge. Ja, oder so. Weißt du noch? Oh Gott, das wird richtig peinlich wahrscheinlich, wenn wir den Scheiß dann hören. Weißt du noch, als du den an der Schmarrn gesagt hast, das hat hinten und vorn gar nicht gestimmt, der war gar nicht gut. Das sag ich dir jetzt auch, dass du Scheiße laberst, Kruzifix. Gut. Nein, ich hab da auch, wie gesagt, nicht mehr viel dazu rausgefunden eben, und es hat auch das große Ding, der große Aufschrei, was ich als ziemlichen Bitch-Move von Disney empfunden habe, ist eben das, dass sie dann auch direkt auf Disney Plus rausballert haben. Haben sie natürlich ziemlich Fake-Kinos dann in angespissen, weil die kämpfen auch gerade ums Überleben. Und dann nehmen sie einer so einen finanziell wertvollen Film einfach aus dem Programm und sagen, den hauen wir jetzt bei uns auf der Plattform raus. Fand ich das Hinterletzte, was ich aber gehört habe, ich habe mich noch nicht richtig mit den Zahlen befasst, aber ich habe gehört, dass der Schuss nicht so erfolgreich war, wie sie erhofft hätten. Und ich hoffe, dass das auch ein Reinfall wird, dass die Kinos weiterhin wieder ein wenig geschützter sind vor diesen, ich bringe mir Zeit gleich auf Plattform aus, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich lieb's Kino, ich lieb's ins Kino zu gehen, das ganze Ambiente dort, das ist einfach was Schönes. Und die ganzen Schwachköpfe, die man dann im Internet liest, die meinen, das ist ja voll geil, da brauche ich nicht mehr aufstehen, du Fettsau, du wirst aber mehr aufstehen können und ins Kino fahren können. Und wenn du es nicht kannst, dann wartest du gefälligst doch über, ob es rauskommt, der Hanswurst. Weil gerade wie gesehen, die Sauteppen sollten noch bei uns einen Haufen Kinos zumachen müssen, weil es dumm sind, dass sie ins Auto steigen und ins Kino fahren. Da könnte ich mich jetzt aufregen, bei der Scheiße, die ich da gelesen habe. Na, auf alle Fälle hoffe ich ganz stark, dass das nicht sehr erfolgreich wird auf der Plattform selber. Und man sich wieder drauf besinnt, die Filme direkt ins Kino zu bringen. Haben wir jetzt da noch ein paar Marvel-Blockbuster schon wieder nach hinten geschoben. Black Widow, Shang-Chi, Eternals ist alles verschoben worden. Und ich bin ganz froh drum, dass es noch nicht geheißen hat, wir gehen den gleichen Weg wie mit Mulan und hauen es gleich auf Disney Plus raus. Weil den Scheißdreck kann ich nicht brauchen. Ja, aber gab's nicht einmal viel Aufschrei, weil ja Disney zum Beispiel diese Adventure-Filme dann teilweise so teuer gemacht hat für die Kinos, dass sie da eigentlich fast nichts mehr drauf verdient haben? Ja, da gab's auch was, die haben da einen Anteil hochgeschraubt, dass sie fast nichts mehr drauf verdient haben, war es jetzt meine ich nicht. Ich glaube, die haben trotzdem noch Kohle verdient. Ist aber natürlich auch Bitch-Move gewesen. Disney macht ständig Bitch-Moves, wie man sagt. Aber es ist halt trotzdem noch was anderes, den Kinos die Filme komplett vorzuenthalten. Ja. Und eben gerade diese Disney-Produktionen ziehen halt noch die Masse jetzt ins Kino. Von denen, wenn die wegbrechen, ja, dann gute Nacht, manche kleinen Kinos bei uns in der Nähe. Ja, aber warum ist es so? Also, dass man auch sagt, okay, es ist ja Disney-Produktion, da kann man getrost ins Kino gehen, weißt du, dann meistens mit die Kinder halt dann reingekost, weil Disney wird schon
ihr altes Schema durchziehen, hofft man, und das halt als kinderfreundlichen Film rüberbringen. Aber Mulan war jetzt, also Ja, es muss eigentlich so sein, Mulan war jetzt aber wirklich mehr für Erwachsene ausgelegt. war auf alle Fälle, da ich jetzt mal sagen, oder so wie es Jugendbücher gibt, da ich sagen, war es eher statt um Kinderfilm ein Jugendfilm. Ja. Eher in die Richtung. Aber wie du schon sagst, bei Disney kann man die komplette Familie in der Regel mit ins Kino mitnehmen. Die fahren ja da ganz andere Marketingkampagnen zu ihren Filmen. Das sagt, da wenn irgendein neuer fetter Film von denen kommt, der ist ja omnipräsent in alle Medien und überall. Das können sich halt manche kleine oder vor allem auch Indies überhaupt nicht leisten. Disney scheißt natürlich ja mit viel mehr Kopien durch Deutschland, als es dann die kleinen Indies wieder machen. Also darum ist es ganz klar, dass das die Seppen sind, bei denen ganz viele Leute dann immer ins Kino rum bin und die Kleinen leider oft ein bisschen untergehen oder mit dem Overall ins Gebirge schauen, wie es so schön heißt. Ja. Aber wie gesagt, hebt eure fetten Ärsche von der Couch runter und schaut, dass ins Kino geht. Das selbst kurz. Genießt es, solange man das Kino noch hat, weil wenn das einmal nicht mehr da ist, dann weiß ich nicht, was dann ist. Bin ich stinksauer auf alle Fälle. Also hütet euch vor dem Zorn vom Kani. Ja, genau. Sonst wird's hier, aber ich muss gar nicht sagen, was dann ist. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen? Was hat mir gefallen? Gefallen hat mir das Produktionsdesign, also das ganze Setdesign, das finde ich eben voll geil, das ist aber immer selbst, das hat bei mir sofort einen Steuernbredel, wenn das so ein geiles Setting da ist, das war bei Game of Thrones, also Vikings, wenn es so originalgetreue Sets sind, das gefällt mir ganz gut, da braucht der Film gar nicht mehr gut sein. Und auch diese Martial Arts Kampfszenen, die fand ich sehr geil und eben auch so schön choreografiert und aufgenommen. Was hat mir nicht gefallen? Da gibt's einmal was an Film selber zum Aussetzen und das ist eben warum hat die Mulan, warum musste ich so Cheat-Ding haben, dass die so krasse Moves drauf hat. Da geht mir ein bisschen das verloren aus der originalen Geschichte eben und auch aus dem Zeichentrick in dem Fall dann, auch wenn ich es nicht stark vergleiche, aber in dem Fall schon. Gefällt mir besser, wenn sie was lernt und nicht von vornherein schon der krasse Chi ist, der da umeinander haut. Und was mir nicht so gefällt, das ist weniger was vom Film, sondern es ist das Getrennte, wo manche, die sich die dann anschauen und sagen, oh Gott, schon wieder ein Remake vom Kindheitsfilm, der zerstört meine Kindheitserinnerung. Wenn ihr so einen Scheißdreck her, dann wünsche ich den Leuten alle, dass hoffentlich einen Besuch von Onkel gehabt haben, der eher eine prägendere Erinnerungen verpasst hat. Ding, 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 ding. Das, liebe Kinder, war die Fegefeuerglocke, denn mit solchen Witzen bucht man ein One-Way-Ticket in die Hölle. Hui! Aber das ist kein Nörgeln am Film, sondern es ist ein Nörgeln an die dämlichen Leute. Und was sagst du, Korben? Was hat mir gefallen? Ich hab's vorhin ja schon mal gesagt. Ich glaube, wenn der Film anders geheißen hätte, nicht unter Disney und bla bla bla, dann wär's irgendwie ein cooler Film, wenn man halt dann so diese Mulan-Story mit drin sieht. Ich darf mir echt bei diesem Film nur mehr erwachsene Elemente wünschen. Also ich glaube, ich hätte den Film richtig abgefeiert, wenn er realistischer dann gezeigt hätte, wie dieser Krieg halt dann auch gewesen ist und was weiß ich, wo du halt merkst, okay, der ist voll auf die Erwachsenen ausgelegt. Jeder, der den Drachen vermisst, dem würde aufgefallen sein, dass dafür ein anderes mystisches, ach Gott, ich kann es nicht aussprechen, mystisches Viech auftaucht. Ich wieder reden. Hä? Ich wieder reden. Schickst du was bei WhatsApp und liest es vor. Ein besonderes Viech. Ein mystisches Viech auftaucht und das hätte man sie sparen können, finde ich. Also ich hätte es geil gefunden, Mulan-Film für Erwachsene, Martial Arts, von mir ist ein bisschen Blut sogar, so dass man dann sagt, okay, der ist ab 16, ab 18, was weiß ich. Aber da hat man sich halt wieder nicht ganz so getraut. Man hat sich zwar getraut, dass man ein Stück weit weggeht vom Kinderfilm, aber halt nicht komplett, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Realverfilmung von einem alten Zeichentrickfilm und den halt dann auch noch zu erwachsen gemacht. Kann natürlich sein, dass man ein bisschen Schiss davor hat, dass man sagt, ja, schauen ja vielleicht dann doch ein paar Kinder zu. Ja, und was mir nicht gefällt, geht leider genau in die Richtung, wo du gesagt hast, du hast diese Leute. Ich erkläre aber das andersrum. Ich mag alle Disney-Filme, wo sie eine neue Idee reinbringen. Also wo du da merkst, boah, da hat Disney mal wieder einen Film abgeliefert, wo du da sagst, der ist völlig zu Recht
honoriert, weil halt dann einfach eine Story dahinter ist, die ist herzergreifend. Da sind so diese ganzen Disney-Faktoren drin, was ja Pixar teilweise ja nur viel, viel besser macht, ist aber ja jetzt mittlerweile auch ein Part von Disney, wo du halt dir denkst, so, ich war jetzt 2 Stunden lang eigentlich in der komplett anderen Welt. Das finde ich halt so schade, dass sie extrem viel Geld einstecken in diese neue Realverfilmungen. Finde ich halt einfach blöd, aber gut. Es gibt ja genügend Realverfilmungen, wo ich jetzt schon mit drin war, wo ich ja dann zumindest gesehen habe, dass die ganzen Ultra-Fans, also wie zum Beispiel du oder auch meine Frau, das dann trotzdem abfeiern. Das war bei Aladdin so und das ist ja dann auch okay. Und mir muss ja auch nicht immer alles gefallen. Aber jetzt da bei Mulan, da war es halt echt so, neben mir sind 2 Menschen gesessen, die sind damit aufgewachsen, die haben sich da tierisch drauf gefreut und dann war es halt einfach enttäuschend. Und das finde ich schade. Und da würde ich halt sagen, hey Disney, ihr könnt die ganzen Realverfilmungen ja machen, aber macht es halt nicht jetzt alle auf einmal hintereinander. Wir wissen ja jetzt auch schon, dass Ariel steht, da muss man jetzt das auch wieder so machen. Man kann nicht eine 1:1 Realverfilmung machen, nein, es muss auch wieder anders sein. Man muss ja immer noch zusätzlich hervorheben, dass man die weibliche Seite noch mehr stärken muss und alles. Das ist ja alles okay, aber bringt's halt lieber mehr Filme raus mit einer neuen Story, wo man sich halt dann einfach denkt, hey, da haben sie sich Gedanken gemacht, weil Mulan kann, glaube ich, jeder gute Regisseur neu verfilmen. Und das halt jeweils in seinem eigenen Stil. Ob der dann dafür 200 Millionen braucht oder mehr oder weniger, ist halt auch schon wieder wurscht. Stille. Was das? So, jetzt kannst du mich beschimpfen. Ach du, ich hab's aufgegeben, dass ich da noch was sage dazu. Ich gebe da einfach das nächste Mal wieder einen sauberen Drittliga Schienbord, das muss gelangen. Ja, aber siehst du das nicht so? Wie gesagt, ich bin da, glaube ich bin da nicht so der Disney-Nazi, der unbedingt das jetzt im Original, aber 1:1 dann haben möchte, sondern ich sage, wenn es eine neue Interpretation macht, dann macht es. Wenn es cool, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Und wie gesagt, in dem Fall ist Mulan, war mir von vornherein bewusst, weil ich mich halt ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und Trailer eben auch gesehen habe, dass das einen anderen Ton schlägt und dass es nicht dieses humoristische beinhalten wird, wie es eben der Zeichentrickrekorder. Darum war das jetzt für mich nicht so dramatisch. Und ich sage mal, ich glaube, vielleicht, wenn es jetzt deine 2 Mädels, die du da am Start gehabt hast, wenn es denen jetzt vielleicht ein zweites Mal zeigst im Film, vielleicht gefällt ihnen dann schon besser, weil sie wissen, auf was sie sich einstellen müssen. Na. Wahrscheinlich nicht, nein. Na. Weil das sind halt richtige Disney-Nazis, oder? Na, was heißt denn immer Disney-Nazi? Es ist halt, weil genau, das heißt. Ich finde es halt einfach schade. Ich denke mal halt, ich glaube, Disney hat genügend kreative Köpfe und mittlerweile mit Marvel und mit Lucas Arts und was weiß ich, nicht Lucas Arts, Lucas Films. Ihr habt so viel Potenzial, was alles mal erkennt. Muss ich dann jetzt einen Zeichentrickfilm nach einem anderen Realverfilm? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja gut, wie gesagt, das ist mir relativ wurscht, was da rausgeschissen wird, weil wenn es mich interessiert, schaue ich so, wenn es mich nicht interessiert, dann lasse ich es halt bleiben. Aber ich bin halt nicht drüber, welche Art von Film ich das gebracht habe. Dafür gibt es genug andere Filme, die man dann anschauen kann, wenn mich jetzt gerade der neue Real-Disney-Film nicht interessiert. Du meinst Project Power. Oh Gott. Gut, dann würde ich sagen, Kani, sterben Tiere. Ich glaube zwar nicht onscreen, aber der Tatsache geschuldet, dass es Krieg ist in der alten Zeit, wird jetzt wahrscheinlich auch Pferde erwischt haben. Sieht man Titten? Na, weil die sind ja abgebunden, wie bei mir. Und sieht man entblößte Trompeten? Auch nur im Off. Verflixt. Ja, das ist, also, sagen wir wieder mal soweit, keine Schauwerte dieser Film. Warum redet man denn eigentlich fast halbe Stunde über das Drecksding? Ja gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt euch selber von den Qualitäten von Mulan überzeugen. Ich glaube, Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres ist es auch normal im Programm von Disney Plus. Also jeder, der nur genügend Geduld hat, kann da eventuell das abwarten. Genau, und Satz bitte geduldig und scheiß drauf und gibt's da kein Geld aus für so einen Mist, weil erstens mal 25 € für Apps, die ausgeben, dass ich mir dann daheim auf der Couch anschaue.
Naja, ich weiß ja auch nicht. Also Kinobesuch hat so. Ich sag, das Einzige, wo sich das rechnet, ist, wenn ich eine Familie habe mit 3 Kindern und sag, wisst ihr was, 25 €, ganze Family auf Couch, schauen wir uns den Film an. Da ist es meiner Meinung nach noch ein bisschen gerechtfertigt, aber jeder, der allein ist, der oder irgendwie nur zu zweit, der schaut, dass er gefälligst ins Kino fährt, weil sonst ziehe ich und die Liefen ins Kino, Buben. Gott, also immer, wenn wir Disney-Filme besprechen, wirst du so aggressiv, das ist ja grausam. Ich will immer aggressiv, ich versteck's da meistens. Ach so. Aber wir nehmen ja schon den zweiten Podcast auf. Ich hab mich beim ersten zusammengerissen und jetzt kommst du langsam raus. Ah, okay. Ja gut, dann freue ich mich jetzt gleich auf den dritten. Oh Gott, da werde ich nur noch schreien. Dann, ihr dürft mal wieder Viva la Movie-Illusion liken, abonnieren, ihr dürft uns Briefe schreiben mit Kussmündern droh, aber bitte aufpassen wegen Corona, macht's vorher einen Test. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und wer das nicht tut, so ihm sei gesagt, Schande über dich, Schande über deine Kuh und Schande über deine ganze Familie.